Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen War Drums. Und wir gehen erstmal einen Schatz holen. Ganz wichtig, mit unseren verbleibenden 3 Leuten. Wähle ein Schmuckstück. Ihr findet eine intelligente Schatztruhe, die ihren Deckel öffnet. So intelligent kann sie nicht sein. Und 3 schwebende Schmuckstücke zum Vorschein bringt. Schwebende Schmuckstücke zum Vorschein bringt. Okay. Du spürst, dass du nur eines davon nehmen kannst, sonst riskierst du einen Arm zu verlieren. Eine Hela-Frucht heile 5 Lebenspunkte zu Beginn jedes Zugs. Guck mal hier, der dornige Umhang. Den habe ich schon mal an. Den habe ich an. Noch hier. Beginne jedes Gefecht mit einer Lebenspunktbarriere von 20. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber das sieht lustig aus, oder? 5. Geht so. Da müsste ich halt getroffen werden und das will ich eigentlich nicht mit dem Bogenschütze, den ich noch habe. Kann ich auch 2 anziehen? Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Pass auf. Folgendes. Pass auf, für die Wissenschaft. Alter, geil, oder? Guck mal hier. Ich habe zweimal 2 dornige Umhänge an. Einen Umhang und einen Armhung quasi. Das heißt, ich tue jetzt jeden Schaden, den mir ein Gegner gibt, zu 100% zurückgeben. Krass. So, jetzt habe ich ja irgendwie was Neues. Ach ja, das ist Lebensdingens da. Ja, komm, jetzt hier. Wir werden es nicht mehr lange machen, ich sag, wie es ist. Okay, als nächstes würde ich sagen, wir gehen hier hoch. Und dann gehen wir da oben zu diesem Eventfeld und dann dahin. Wenn wir das schaffen, also als wir zum letzten Mal eine zweite, oh Kacke, normales Gefecht nachts. Okay, als wir beim letzten Mal, sag ich mal so, auf der zweiten Karte waren, bin ich beim 3. Gefecht sowas von paniert worden. Hier ist das, ne, wo bin ich denn hier? Hier ist es, was ist denn das hier? Okay, pass auf, umgucken. Der da ist neu. Nekromant. Der Nekromant ist ein mächtiger Magier, der mit seiner Todesmagie Schrecken verbreiten und die Toten zurückholen kann, um seinen Willen zu dienen. Immun gegen Bluten, wir müssen mal gucken. Magischer Einzelzielangriff, der Schaden verursacht und 2 Züge lang mit einer Schwäche von 15. Okay. Erhebt einen Skelettverbündeten aus dem Boden für den Kampf. Ja, Moment. Kann er wirklich nur Tote erwecken, also Einheiten, die ich getötet habe? Oder kann er die einfach so machen? Das wäre ein Riesenunterschied, weil dann würde ich nämlich ihn zuletzt platt machen. Oder zuerst. Ne, zuerst natürlich. So. Griff des Schattens. Ein vertikaler Effektbereichszauber, der eine Chance von 100% hat, 2 Züge lang mit Erschrecken zu belegen. So Erschrecken. Gegner haben eine kritische Trefferchance von 10% gegen diese Einheit. Wenn sie getroffen wird, bewegt sich die Einheit 3 Felder nach dem Zufallsprinzip und hat eine Chance von 50%, Verbündeten in der Nähe mit überrascht zu belegen. Die Tasten der Rhythmusphase wackeln und die Linienanzeige bewegt sich zufällig. Hört sich nicht gut an. Ein mächtiger Wiederbelebungszauber, der eine tote Einheit oder ein Knochenschutt fällt. Aha, nicht gut. Die wiederbelebte Einheit wird mit Verdorrt belegt, was für den Rest des Gefechts anhält. Verdorrt ist minus 30% maximal Lebenspunkte und verursachter Schaden. Kann nicht belebt werden. Lebenspunkte fallen auf 1, wenn da keine Nekromanten in der Nähe sind. So, gut, dann den da, haben wir den da schon? Ja, haben wir alles schon geguckt soweit. Da auch noch. Wieso? Achso, ja, ich habe ja nur noch 3 Leute. So, Moment, ich will hier noch gucken, was das da ist. Höhlen begehbar. Wie? Felsbrocken? Also das sind einfach nur... Was passiert da? Ich habe keine Ahnung. So, gut, die Planungsphase. Ich würde sagen, wir hauen erstmal dem Nekromanten eins drauf, sonst kriegen wir ein Problem. Was ist denn das da? Bodenauslöser. Wenn du auf ihn trittst, wird eine Falle auf dem Schlachtfeld aktiviert, die am Ende dieses Zugs ausgelöst wird. Ah. Okay. Das hört sich doch interessant an. Wie weit kann der gehen? Yes. Das. Und du so? Der hat auch eine Bodenplatte hier. Guti.
Dann würde ich sagen... 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich ihn hier austauschen? Und da oben hin? Machen wir jetzt einfach. Wir werden es nicht lange machen, ich sag's wie es ist. Wir werden es nicht lange aushalten in dieser Runde. Jetzt pass mal auf. Ich will Wachsamkeit. Ist vielleicht eine gute Idee, aber ich habe Angst, dass der da auf die Taste geht. Warten wir erstmal. Ich stelle den mal hier hin. Moment, wie weit kann denn der da gehen? Okay, war eine gute Idee. Ich stelle den hier hin. Erstmal. Dann wird hier ordentlich Abwehr gedrummelt auf die 3 Leute da. So, ordentlich Abwehr. So. Dieses Mal muss ich aufpassen, dass ich beim Husten und wenn ich das Mikrofon stumm schalte, nicht wieder das Mikrofon stumm lasse. Das wäre doof. So machen wir das. So, dann gehe mal auf mich. Okay, achso, ich habe noch einen, ja. Dann könnte ich ja mit ihm... Ich habe halt Angst, dass er hier... Ne? Ich gehe mal da runter. Guck mal, ob ich hier was machen kann. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So. Okay. Hätten wir alles. Ja, jetzt kommen die von hinten. Geht auf Wachsamkeit, steht aber auf dem Ding. Komm, du auch. Ja, das sieht doch gut aus. Oh. Toten erwecken. Alter, das kannst du nicht bringen. Jetzt schon. Aha. Guck mal, habe ich ihn jetzt unterbrochen? Wie, was kritisch? Hat der schon einen Toten erweckt oder was? Was soll das? Warum stehe ich hier in Stacheln? Der ist doch gar nicht... Ach so. Es reicht, wenn du drüber läufst. Ach so. Ja gut. Aber kein Problem. Pass mal auf. Ich würde gerne mit ihm hier hingehen und ihn angreifen. Ja? Und mit ihm kann ich dann dahin gehen. Ich will erst den Nekromanten platt machen. Das ist ganz klar. Weißt du was? Yeah. Moment. Das sieht gut aus. Das machen wir jetzt. So. Erstmal Schadensstärkung, ja? Dann gucken, dass er hier rauskommt. Und zwar haust du dem jetzt ordentlich einen drauf, bitte. Danke. Zeig mal her. 130 und der ist 150. Erde brechen. Kann ich den auch irgendwie anders noch? Ich muss mal gucken, wie viel das kosten würde. Das würde ihn aber nach hinten schieben. Das ist eine dumme Idee. Außer ich tue zuerst den Bogenschützen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Pass auf. Du gehst jetzt mal dahin. So, dann machst du einen guten Angriff auf den da. Gut, dann machen wir das. Das war wirklich ein guter Angriff auf den da.
Und dann darfst auch du rausgehen und den da hauen. Dann mach deinen normalen Angriff, das ist in Ordnung. Hauptsache weg. So. Der Nekromant. Schneller lag er da, als dass er stand oder so. War gut, oder? Also, der Spruch meine ich jetzt. So. Guti. Dann pass auf, Folgendes. Yeah. Du darfst dich dann gleich hier hinstellen, aber erstmal müssen wir mit ihm hier uns ein bisschen verstecken, weißt du? Na, das wollen wir nicht. Dahin. Lass mal kurz den gucken. Ja, die Reichweite ist halt schon übelst lang, aber macht nichts. So. Ich tu mal Heilung spielen. Kann ja mal nicht falsch sein. Überwiegend auf mich, ja. Heal is here. Die Ferse ist da. So, jetzt kann er nämlich dahin gehen und dem eine klatschen. Wie man bei uns zu sagen pflegt. So. Klatsch it, baby. Die Frage ist... So. Und du... gehst... Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben und den platt machen. Ja, da machen wir auch keine großen Sachen hier. Also nicht keine großen Sachen, da machen wir keine große Fissimadente. Sondern wir machen so das Standardzeug. Macht nix. Ja, ja. Ah, das funktioniert ja richtig gut. Was ist hier los? Achso, ja. Mann, ey. Das werden wir hinkriegen. Das werden wir hinkriegen. So, ich würde am liebsten ihn hier platt hauen. Und der nervt aber da wiederum. Nee. Besser ist, wenn ich mit dem Bogenschütze natürlich hingehe. Huch, was war denn das? Hä? So. Hä? Hä? Okay, er muss quasi eins von... Oh, ja, ja, pass auf. Stell dich... Moment. Pass auf. So. Du haust dem jetzt eine rein. 1 und 2, sag ich dann nur. So. Sehr schön. Guti. Dann darf er sich hier hinstellen. Da ist er auch ein bisschen geschützt. Und darf ihm hier... mal gucken. Geht das noch ein bisschen besser vielleicht? 81 und das hier. Oh. Wie könnte ich die beide treffen? So nicht, ne? 140 will's Schaden machen. Schade. Nee, kriege ich nicht beide. Wenn ich auf ihn hier gehe. Also ich... Also das hier würde halt 140 Schaden machen, weißt du? Komm, das machen wir. Aber erst gucken wir uns an, wie es geht. XXX, AA. Okay, das machen wir. Machen wir das einfach so. Hat leider nicht so viel gebracht, wie er hofft. So, gut, dann muss ich das halt richten. Zeig mal her, könnte ich ihn hier platt machen? 130, 150. Ich guck mal. Also, er hier wird mit ziemlicher Sicherheit platt. Er hier sowieso. Dann würde ich sagen, wir gehen nach oben, machen den platt. Ich habe vergessen zu gucken, wie es geht. So geht das. Wieso steht denn der noch?
Mit seinem einen Pixel, den er hat. Ja, jetzt steht er gleich nimmer. Guck, zack. Hättest du dir mal 5-mal überlegen sollen. So. Guti. Nee, ist schon in Ordnung. Pass auf. Ja, komm, mach mal kurz einen Prozess, oder? Da. Mann, das lief erstaunlich gut. Für das, wo wir nur zu dritt sind. Aber es lief trotzdem erstaunlich gut. Was ist denn das da für ein Dingens, was ich da auf dem Energiebalken habe bei meinem Baba? Fragiler Schild. Jeder erste Angriff in einem Gefecht gegen diese Einheit verursacht 0 Schaden. Da lässt sich was mit anfangen. So. So, gibt's irgendwo... Nee, einfach nur Level Up. Alles klar, dann weiter geht's. Guti, ich habe eigentlich schon wirklich damit gerechnet, dass wir das nicht überleben. Aber wir sind scheinbar sehr gut. Das heißt hier scheinbar, das weiß ich natürlich so. Dann gucken wir mal, wie wir es jetzt versauen können. Verborgenes Grabmal. Ihr zwängt euch durch eine kaputte Wand und betretet einen kleinen Gang. An dessen Ende seht ihr einen leicht geöffneten Sarkophag, von dem ein goldener Schein ausgeht. Der Weg dorthin ist dunkel und verstümmelte Skelettreste liegen darin verstreut. Oh, ho, ho, ho. Riskant. Vorsichtig an das Licht heranschleichen. Ey, wir sind eh nur noch zu dritt, weißt du? Wir müssen das jetzt nicht mit aller Gewalt hier. So, Rhythmusschmiede. Ja klar, mach mal. So, dann schmieden wir ein bisschen was, ja? Guck mal, 3 Ketten haben wir. Bogenschütze wäre zum Beispiel was. Eine potente Rhythmuskette. Braucht 4 Züge zum Dingsbumsen. Hat eine Reichweite von 2. Ist jetzt nicht so mega. Die brauchen wir erst gar nicht zu schmieden, glaube ich. Aber die machen wir auf jeden Fall. Zeig mal her. So, und jetzt... Oben rechts, unten links und dann 2 Knöpfe. Da kann man nicht viel falsch machen. Ich will nicht schon wieder vom Spiel verarscht werden. Oben rechts, unten links. Ist das ein Piledriver oder was? So. Und wir können 2 Steinchen einbauen. Was haben wir denn hier? Stößt 2 Felder weit, macht aber einen Zug noch dazu. Den will ich für Fernkämpfer, ja. Regeneration 5%, 4 Heilung. Den würde ich gerne reinmachen. Dann kriege ich nämlich hier 4, 8, 12, 16 Heilung und dann nochmal 20%. So, 5% plus 3%, ja, du weißt, was ich meine. Okay. So, der hat mir jetzt halt einen Zug dazu gemacht. So, jetzt habe ich aber hier noch einen. Rot geht natürlich nicht, das wissen wir ja. Überrascht... Unruhig. Das ist alles, was wir haben. Ich kann noch überrascht oder unruhig machen. Was ist denn das? Moment, lass mal kurz gucken. Kann ich da gucken? Sorry. Moment. Da waren wir, gell? Und da hatten wir den da drinne. Brauche ich eigentlich Heilung für den Bogenschützen? Ja, komm, machen wir einfach so. Ich würde halt jetzt gern wissen, was der da macht, was unruhig ist und was überrascht. Ich mache überrascht. Ein Zug. Ja, dann schmieden wir das mal. Wie war das wieder? Laber nicht! Alter, was ist das Problem hier? Ohne Scheiß jetzt. Wo ist das Problem? Warum klappt da nie was? Jedes Mal bei dem Rhythmusketten-Ding kommt nur Quatsch raus. Ey, ich glaube so langsam wirklich, dass das ein Bug ist. Also ernsthaft jetzt. Das kann ja nicht normal sein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. So, mach mal noch eine. Ausgewogene Rhythmuskette für Nahkämpfer. Und das ist Feuerding, das lassen wir erstmal. Unten X und die Buttons. Nein. Ihr verarscht mich nicht. Das ist nicht unten. Das ist unten hämmern. Das geht aber nicht. Wenn das jetzt eben schon wieder nicht geht, werde ich aber böse. Böse werde ich. So. Roter Rhythmusstein. Stößt 2 Felder weit. Ein Lebensraub. Kritischer Schaden. Einfach nur 5 Schaden. Hat man das nicht schon irgendwo drin? 3 Schaden zieht aber auch, ist gleich wieder einsetzbar.
Was ist denn 10% Lebensraum? Verstehe ich nicht. Mach mal rein. 16% Lebensraum. Keine Ahnung. So, und der kriegt jetzt noch einen rein. Und zwar sind wir ja jetzt bei nirgends. Passt soweit. Aber ich könnte auch hingehen und so machen, dass der überhaupt keine Züge mehr kostet. Ja, komm, machen wir einfach, oder? Machen wir noch 3 Schaden. Oder das ist eigentlich auch geil. Machen wir 5 Schaden. Nee, machen wir das da. So, also, wir müssen unten hämmern wie ihre. Und dann X und die Buttons. Ist, Alter, wenn das jetzt wieder nicht geht. Naja. War okay, aber das Problem dieses Untenhämmern, das wirklich, hier mit Controller kannst du vergessen. Du kannst, das geht nicht. Naja, war ja in Ordnung. Was haben wir gekriegt? 5%, ja, mach hin. Wo wollte man denn den hinmachen? Das war der da. Hat der eine Rhythmuskette? Kann der die anziehen? Bösartig spalten. Ja, dann spalt mal ganz bösartig. So, passt. Reicht jetzt auch. Die eine Rhythmuskette, die schenken wir uns. Da hinten ist irgendein komisches Event, aber was? Oh, oben links ist Wiedererweckungsgedönse. So. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Also hier gibt's natürlich ein Elitegefecht. Und dann gibt's auch, ich soll mal Elitegefechten erstmal aus dem Weg gehen, aber eigentlich müssen wir da hoch. Nee, müssen wir nicht. Komm, machen wir. Wir gucken mal, wie weit wir außenrum uns mogeln können, sag ich mal. Mit 3 Leuten. Wird eng werden. Aber da hat man auch mehr Platz auf dem Feld, wenn da nicht so viele sind, weißt du? Wie ist das? Ne, wie sieht's denn hier aus? Ach du Scheiße. Da ist ja schon wieder neue Gegner. Was seid denn ihr für Sonic? Och nö! Die mag ich ja nicht. So, was ist denn das da? Ja, was ist es denn? Ein Schattengespenst. Ein Schattengespenst. Eine furchterregende Erscheinung aus Schatten und Schrecken, die ziellos in der Dunkelheit der Krypten umherwandert. So, was hat sie denn? Makabre Berührung. Alle Einheiten können sich durch das Gespenst bewegen, aber dies belegt einen Zug lang mit erschüttert. Verborgen, 3 Züge. Kann von Einzelzielangriffen nicht als Ziel. Oh, das ist kacke. So, was haben wir denn hier? Kann sich durch Gegner hindurch bewegen. Oh, die machen müde, glaube ich. Alle Einheiten können sich durch das Gespenst bewegen. Das hatten wir schon. Ätherisch. Untot. Immun gegen Bluten. Grimmige Berührung. Verborgen. Gegner hindurchgehen. Hat man gerade eben gelesen. Fürchterliche Umarmung. Erfordert erschrockenes Ziel. Ein Einzelzielzauber, der magischen Schaden zufügt und 2 Züge lang unruhig belegt. Unruhig ist ein Gut-Beat-Treffer, werden zu schlecht und schlecht werden zu verfehlt. Aha. Verwendet verborgen 2 Züge lang auf sich selbst an. Okay, und dann hätten wir noch grimmige Aura. Erfordert verborgen beim Einsatz. Verursacht magischen Schaden in einer Aura um sich herum und hat eine Chance von 70%, 2 Züge lang mit Erschrecken zu belegen. Jegliche Ziele mit erschüttert werden immer mit erschrocken belegt. Wie ist das, ne? Also erschrocken. Gegner eine kritische Trefferchance von plus 10% gegen diese Einheit. Wenn sie getroffen wird, bewegt sich die Einheit 3 Felder nach dem Zufallsprinzip und hat eine Chance von 50%, Verbündete in der Nähe mit überrascht zu belegen. Und dann wackelt auch alles irgendwie. Okay. Reichweite ist natürlich wie immer, wie sich das gehört, lang. So, da hinten bis zum Felsen. Und da. Also quasi. Hier dürfte ich noch relativ sicher stehen. Aber ich will ein bisschen zusammenbleiben. Stay on the beat. Mal gucken. Also wir müssen da irgendwie reinkommen. Weil da sind wir vor den Viechern da ein bisschen geschützt. Der da macht mir natürlich Sorgen. Soll man ihn hier vielleicht mal da hinsetzen? So, gut. Machen wir. Achso, bin ja wieder dran. Immer noch.
Bin ja wieder immer noch dran. So, dann stellen wir den mal dahin. Und pass auf, wir machen das anders. Den hier stellen wir dahin, ja? So, was kann er denn eigentlich? Was ist denn das da? Einzelziel, Nahkampfangriff, physische Schaden, heilt sich selbst mit 16% des verursachten Schadens. Guti, da die auch fliegen, gehe ich mal davon aus, dass die auch kein Dingens machen können. So, bleib hier. Mach dicke Arme. Ey, ohne Scheiß, ich würde so gern. Kann ich eh nichts machen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ich muss ja gucken. So, was ist das da? Ich hab vergessen, was das da ist. Böse Knietreffer. Ach so, jetzt verstehe ich das erst mit dem Knietreffer und dem Bogen. Okay. Ja, dann geh mal in Hab-8-Stellung. Das ist mein Controller. Der leckt. Weiß jeder. So. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal diesen da. Aber vorrangig auf ihn. So, was ist denn oben bei dem Energiebalken da? Was ist denn dieser Knick da drinne? Was ist das? Puff und weg, ja, du mich auch, ey. Ich mag dieses Puff und weg nicht. So, okay, jetzt ist er hier drin. Pass auf. Plus 10% erlittener Schaden, weil er dieses Dingens da ist, weißt du? Kann man da was machen jetzt? Wenn er schon mal Schaden hat, ne? Okay, ich muss ihn also... Die stehen auch direkt hintereinander. Siehst du das? Moment. Ja, ich hab gedacht, hier, weißt du? Kannst du da rüber kloppen? Nein, die stehen auch nicht direkt hintereinander. Ich kann gerade überlegen, wie wir das jetzt am besten machen können. Ihm hier. Ich guck erstmal, ja. Den würde ich halt sehr... Wieso kann ich ihn nicht treffen? Jetzt sag mir... Och nö! Verstärkungsschwächung, okay. Jetzt sag mir halt nicht, dass der nicht getroffen werden kann von physischen Angriffen. Da hätte ich aber ein Problem. Ich kann nämlich nichts anderes. Moment. Nicht alright. Du sollst was machen, was Cooles. Aha, hier kann ich ihn treffen. Das ist Regeneration. Ja, komm. Muss das irgendwie hinkriegen? So, jetzt habe ich 2. So, das ist gut. Das machen wir. So, wie war da das Dingens? XXXA. Alles klar. Guti. Ihn hätte ich vielleicht vorher trommeln lassen sollen. Ah ja, macht nichts. Kriegen wir schon hin. Stelle ich einfach mal dahin. Was ist denn das da? Ah ja, da kann ich Leute wegstoßen. So, erstmal gucken, wie weit die kommen. Da würde ich dann drin stehen. Also wenn ich mit ihm hier stehen bleibe, käme er gerade nicht an mich ran.
Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich kann mich aber auch da runterstellen. Hoppala. Dahin ungefähr. Und dann dürfte er mich hier auch nicht treffen. Ja, ja, komm mal her. Doch. Einfach 3 runtergehen. Jetzt komm her. Dahin. Und dann lassen wir ihn das nicht Gegenstand verwenden. Krähenfüße. Ich weiß halt nicht, ob diese Krähenfüße, also diese Gegner da, die fliegen ja quasi. Hilft das da was? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ist ja jetzt nichts Neues. Ja, komm, mach einfach. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Ist besser wieder einfach nur rumstehen zu lassen, weißt du? Das sieht ja wenigstens gut dabei aus. So, jetzt zu dir. Was kann ich hier machen? Was ist das da? Ne, nicht das da, das da. Bringt auch nicht viel. Ich bräuchte halt Fernkämpfer. Jetzt, ja, der ein Bogenschütze, der macht jetzt den Bock auch nicht mehr fett. Hier. Ja, komm. Knick dich. Fertig. Grimmige Aura. Was macht der da? Aua macht er. Okay, der rennt jetzt also rum und infiziert einen anderen. Fürchterliche Umarmung. Daneben. So, sehe ich das jetzt richtig, dass er jetzt hier komisch ist? Nee. Aber ich kann ihn hier angreifen. Oder auch nicht. Warum denn nicht? Ja, pass auf. So, wie ist da das Dingens? Der Umkreis fällt. Also, ich muss noch eins nach links gehen, also hier hin. Und dann das hier machen. Und dann treffe ich 1 bis 2. Warum treffe ich den nicht? Ah, weil der gerade versteckt ist, oder wie? Okay. Einzelzielzauber. Nervt mich ein bisschen. Ja, scheiß drauf, machen wir. Machen wir einfach. Ich muss die X-Taste hämmern. Ich muss die X-Taste hämmern, nicht die Unten-Taste. Hat ja super funktioniert. Ist egal, er ist weg, oder? Nee, was ist denn passiert? Hat's geklappt? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, was ist mit dir, mein Guter? Mein Bestherr. Sag ich mal, irgendwie, ich würde halt gerne wissen, was mit ihm hier los ist, ohne die Maus benutzen zu müssen. Geht aber nicht. Haben sie nicht reingemacht. Erschrockenschwächung. Erschrocken erschwert die Rhythmusphase, indem sie durch Angst die Taktgeber und die Zeitanzeige erzittern. Jede Einheit, die mit Erschrocken belegt wird, ja, das haben wir schon. Erschüttert, bla bla. Das ist zu viel Text. Zu viel Text, mir egal. So, was ist mit dem hier? Der ist was? Verborgen. Und hat eine makabre Berührung. Der da ist nicht verborgen, ja? Okay. So, was haben wir denn hier? Mehrfach Zielangriff. Ich habe aber keinen, den ich treffen könnte. Ihn hier könnte ich treffen. Oder das da. Das macht aber nur
Dingens drauf. Weißt du was? Es ist mir jetzt halt auch gerade egal. Wir werden den Kampf nicht erleben. Warte. Was ist denn mit ihm hier? Kann der nicht auch was Cooles machen? Ja, kann er. Kann den da runterschubsen. Mach mal jetzt. Wie geht das? Links, X, A. Okay. Haha. Haha, sagt er. Okay, alles klar. Jetzt kannst du ja doch noch was Cooles machen. Zum Beispiel ihm hier den Rest geben. Aber natürlich erst, nachdem wir hier Krähenfüße ausgelegt haben. Und zwar... Moment, wieso Krähenfüße? Ich kann doch eine Sprengmuschel nehmen und kann somit hier 2 erwischen. Einfach weil es geht, weißt du? So, und jetzt bitte ihn hier. Wo ist er denn? Komm her. Ist mir doch egal, ob das da zittert und wackelt. Ich bin gut, Mann. So, Gegner am Zug. Das geblendet ist mir auch egal. Alter. Jetzt ist... Rennen wir jetzt nicht irgendwie rum? Doch, macht nichts. So, also. Zuallererst mal. Könnte ich da hinten nicht hingehen. Den hier könnte ich kloppen. Der ist, glaube ich, nicht gedönst. Doch, der ist versteckt. Wenn ich jetzt aber hier hingehe. Okay, ich kann das nicht machen, aber wenn ich das da machen könnte, könnte ich den dann treffen. Nee. Und was ist das hier? Bösartiges Spalten. Geht auch nicht. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Dann überlege ich mir hier was. So, ihn hier will ich weghaben. Er hier ist gerade angreifbar. Dann werden wir das mal nutzen. Oder soll ich ihn hier angreifen? Oder soll ich überhaupt keinen angreifen? Ich stelle mich da rein. Ich stelle mich da rein und mach mal ein bisschen Heilung. Kann ja mal schlecht sein. Kann ich auch den da heilen? Ah, guck mal hier. Heilung zieht ihm Energie ab. Ging so. Ging so. War schon mal besser. Ist aber auch nicht schlecht. So. Du kannst den gleich hauen. Ja, du musst. Du musst den jetzt halt platt machen, bitte. So. Guck mal, wir kommen hier vorwärts. Es besteht die Chance. Ich sag nicht, dass es klappt. Aber es besteht die Chance, dass wir das hier doch überleben. Komisch wäre das, aber gibt grundsätzlich die Chance. So. Jetzt müssen wir dem natürlich ordentlich eine reinzimmern. Was ist denn das Zimmer? Das Zimmerste, was wir haben, das da. Okay. So, das ist das Zimmerste, was wir haben. Gegner am Zug. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was er jetzt hat. Puff und weg wieder. Ah, versteckt sich. Und er macht auch noch diesen fiesen Nebel da. Oh, Mann, das war die beste Idee, dem 2 so Dornendinger zu geben. Das war wirklich die beste Idee. So, jetzt pass auf. Er wird sich jetzt den da natürlich vorknüpfen. Ja, bleib einfach da stehen. Stehst du eigentlich gut. 222.
Okay, eins runter vielleicht. Und dann ihn hier. Ne, wir gehen jetzt so, wie ich es geplant hatte. So. Aber er hat nur 106 Schaden, wenn er macht. Ich muss ja gucken. 61. 100. Ja, wir machen mal das da. Ganz klar. So. Ja, genau. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es wird schon stimmen. So, jetzt müssen wir ihn hier hauen, weil wir ihn ja nicht heilen können. Ist egal, wir hauen ihn. Was? Verfehlt? Das war nicht gut. Naja. Bleibt nur noch er übrig. Ja, und er haut ihn jetzt halt platt. So, Guti, jetzt haben wir nur noch den einen Stinkstiefel da. Der, den ich nicht leiden kann. Okay, und der schleicht jetzt sich hier an und kriegt genauso viel Schaden dann zurück. Sehr schön. Ist er noch unsichtbar? So. Okay. Dann würde ich mal sagen, ab jetzt wird hier ein bisschen geheilt, aber zuerst mal holen wir ihn ein bisschen her. Ah ja, okay. Kannst du den da treffen? Nee, aber du kannst zumindest... Das ist gut, du machst das da. Ja, okay, zu früh losgelassen. Egal. Passt. So. Jetzt wird hier erstmal eine Runde geheilt. Ja, ja, bang, 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 bang. Und zwar mich selbst. Vorrangig. Guti. So, jeder ein bisschen Heilung gekriegt. Jetzt darfst du da hingehen. Und dem hier 108 Schaden machen. Oder 125. Ja, dann machen wir mal 125 Schaden, würde ich sagen. Oder wie geht das? Okay. Naja, ging so. Es war zu kompliziert für mich. So, Taschendieb. Oh, er klaut mir jetzt ein Item, gell? Sonniger Umhang. Ja, das macht nix. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen, Junge. Make it quick. Egal. Achso, der kann auch nicht mehr sein Dingensbummens da machen. Schade. Dann bleibt mal unten stehen. Schaut mal, der hat doch so ein Dingens, wo er sich selbst heilen kann. Das könnte man ja mal ausprobieren. Den da, weißt du? Wie geht das wieder? Oben rechts, unten links. Und dann Button. Probier mal aus, oder? Nee, mich selbst heilen, bitte. Geht nicht? Ach ja, es geht nur auf andere. Das ist ja doof. Ja, dann bleibt da unten stehen, dann regelt der das jetzt. So. Ich wollte halt ein bisschen spielen, weißt du, aber ja, dann halt nicht. Ja. Mann, wir haben es geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Ich muss schon ein richtig guter Stratege sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Eine Vitalitätsperle. 20% maximale Lebenspunkte, das ist geil. 15 Lebenspunkte, also heilendes Pulver und eine neue Sprengmuschel. Lass mal gucken. Nee, das machen wir jetzt da draus. Das ist mir zu... Sollen wir ein bisschen Energie dazugeben? Erster Angriff.
ohne Fähigkeit zu benutzen wird nicht passieren. Minus 10% physischer Schaden. Mehr Angriff. Ich mache einfach, der braucht mehr Lebenspunkte, ja. Und den da ist eigentlich ziemlich cool. Den lassen wir so. Alles klar. Gibt es ein Level-Up irgendwo? Nein. Nein. Bam. So. Mann, ey. Wie haben wir das hingekriegt? Mann, sind wir gut. Sind wir gut. Also ich besonders. Aber ihr auch. Okay. So, dann gucken wir mal. Also ich will da oben hin, ganz klar. Und dann würde ich mir erstmal einen Schatz holen. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Bei einer Wanderung durch den Wäldchen stößt ihr auf eine alte Truhe. Zeig ich mal her, was gibt's? Du öffnest die Truhe. Darin findest du einen Beutel mit Gold und ein paar nützliche Gegenstände. Spektralarmband. Immun gegen Bluten und vergiftet. Oh geil, das nehme ich mit. So, wunderbar. Dann... Ach ja, ich wollte eigentlich darüber, gell? Wollt wissen, was das da ist. Aber wenn ich darüber gehe, kann ich keinen reanimieren. Dann wissen wir halt nicht, was da ist. Lass mal kurz gucken, ob ich jemandem ein Spektralarmband vielleicht geben kann. Blut... Nö, braucht man eigentlich nicht. Ist in Ordnung, so wie es ist. Gut. Morgen machen wir weiter. Direkt mit einem Kampf. Und wenn wir den bestehen, dann können wir unsere Truppe wieder auf 4 Mann bringen. Oder 3 Mann und eine Frau, je nachdem. Okay? Machen wir so. Bleibt muskulös.